Der US-Generalstabschef Milley kontaktierte zweimal China hinter dem Rücken Trumps. Er versicherte China, dass er ihnen Bescheid gebe, falls Trump durchdreht. Trump hingegen bezichtigt den General des Hochverrats und hofft auf einen Prozess gegen ihn. Der Schritt folgt chinesischen Sanktionen gegen mehrere britische Abgeordnete, nachdem Großbritannien Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Ostturkestan verhängt hatte. Der Vorsitzende des Unterhauses Lindsay Hoyle betonte, es sei nicht angemessen, den chinesischen Botschafter im Parlament zu empfangen, wenn sein Land Sanktionen gegen einige unserer Mitglieder verhängt. Der ehemalige Außenminister Japans Kishido bewirbt sich für das Amt des Regierungschefs. Er verspricht, gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Region vorzugehen. Dazu will er sich mit anderen demokratisch orientierten Ländern zusammenschließen. 3 ehemalige US-Geheimdienstler sind für die Vereinigten Arabischen Emirate Hackertätigkeiten nachgegangen. Nun müssen sie eine hohe Strafe zahlen. China hat ein großes Manöver im Hochland von Tibet abgehalten. Die chinesischen Luftabwehrsysteme wurden auf einen möglichen indischen Angriff von Raketen und Flugzeugen getestet. Dabei kam das HQ-16B Luftabwehrsystem zum Einsatz, berichten chinesische Quellen. Die BBC meldet, dass einige Nationalspielerinnen der afghanischen Nationalmannschaft aus Angst vor den Taliban nach Pakistan geflüchtet sind. Auf dem Weg dorthin verhüllten sie sich mit einer Burka. Pakistan hat diese Meldung bestätigt. US-Präsident Joe Biden hat einen Medienbericht zurückgewiesen, laut dem Chinas Präsident Xi Jinping eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch ausgeschlagen haben soll. Das ist nicht wahr, sagte Biden gestern zu einem Bericht der Financial Times.